alle beim CGD zu lunchen und ich will mal 6 paar Fragen abklären. Alles. Moin, ich bin den Ole. Und wer seid ihr? Mein Name ist Nico Schilz und ich bin heute zu Lunchen freiwilligen CIS-Chef. Das heißt, zusammen mit meinen Adjoints geht es darum, den CIS zu leiten und zu organisieren. Für was braucht ihr einen Piepser? Das ist ganz einfach. Für ganz langer Zeit, wie das mit der Technik noch nicht so modern war, du hast eine Zentrale gegeben. Aber wenn ein Ersatz war oder etwas geschieht, dann wird der Mann an der Zentrale bei jedem anrufen auf dem Telefon und ihm mitteilen, was geschieht ist oder wo es geschieht ist. Das hat Zeit gekostet, viel wertvolle Zeit. Und du sind Piepser gekommen. Beim Piepser braucht der Mann an der Zentrale just die Knöpfchen zu drücken. Und dann gehen wir alertiert und Piepser kriegen wir die Adresse, draufstehen und was geschieht ist. So gehen wir alle mit den alertiert und wir können viel mehr sicher die Leute helfen. Merci. Was ist der häufigste Grund für den Ersatz? Ich gebe mal einfach so, bei den Ambulanzen ist den häufigsten Ersatz den Transport von älteren Leuten, entweder von daheim an die Klinik oder aus dem Altersheim, wie sie sind. Aber bei den Pumpschen gebe ich so, sind es aber so die kleinen Accidenten wie auf der Straße oder Arbeitsaccidenten, die mehr häufig sind die Fall. Okay, dann komme ich in die Garage bald gefahren. Alles. Ja, Ole, gesagt, da sind wir an der Halle, wenn wir rankommen für einen Ersatz, dann haben wir hier als Kleider, wo wir uns umdienen. Und dann gehen wir in die Richtung bei den Kamion für den Ersatz zu fahren. Das heißt, der Kamion hat die Rolle drin, ne? Ja. Für abzumachen, wo das Material drin ist. Kannst du mal probieren, ich habe dein Mikro reingehen, ob du so einen abkriegst. Ah, das klappt. Dann kommen wir mal eine ganze ab. Da ist aber viel Geschirr dran. Welche Ausrüstung habt ihr an den Autos und wozu sind sie gut? Naja, von der Ausrüstung hast du so verteilt, haben wir mal Aufsicherungsgeschirr dran. Wie gesagt, so eine Hitterschirm, mit Blinkluten, wenn wir beim Platz kommen, für uns selber aufzusichern. Und dann hängt es vom Ersatz auf. Haben wir Feuer, dann haben wir natürlich als Schleich, mit dem Wasser, mit der Pumpe, mit dieser Lanze für das Feuer zu löschen. Oder wo man muss Leute aus einem Auto rausschneiden und einem Accident, weil die Tiere nicht mehr abgehen. Und das Geschirr ist alles an dem Kamion hier dran, schön verpackt an den Küsten und auf seinem richtigen Platz. Was macht ihr, wenn der Schlauch zu kurz ist oder kein Wasser mehr hat? Da gibt die sogenannte Schlauchkurve. An so einer Kurve sind 3 Schläuche dran von 20 Meter. Und die gehen auch komplett so, wie sie sind, in Betrieb geholt. Das heißt, auch wenn wir an eine Feier rangehen, und leid noch viel Schlauch für unter dir, als genau für zu verhindern, dass man da Banden ein drin sehen, dann könnt nicht nur. Dafür, dass wir nicht das Problem haben, dass ein kein Wasser im Kamion ist. Das heißt, wenn wir machen, wenn wir auf Feuer kommen, holen wir Schlauch, und wir schließen den Kamion, die Pumpe vom Kamion, schließen wir den Wasserreso von der Gemenge. Das sind die Hydranten, die da gesehen haben, rundherum stehen, die rot. Wie lange dauert es dann der Morgen für Feuer zu löschen und welche Methode benutzt ihr dafür? Naja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben Kleinfeiern, wir haben Großfeiern. Das geht so in der Regel, dauert es eine Stunde bis 1,5 Stunden, für so einen Feuerersatz aufzuwickeln. Aber bei der Methode kennen wir dann von 2, das ist der Bannenangriff und der Bausenangriff. Der Bannenangriff wird natürlich vorgezogen, wenn wir wissen, dass noch Leute am Haus sind. Wenn wir große Hallen haben, die brennen oder große Garagen oder Pneuelager, da schaffen wir da von draußen und da stehen wir da rundherum für das Feuer zu löschen. Naja, wie gesagt, wo da draußen die Leute so eine Ambulanz, beim CGD, wir nennen das den RTW. Was ist das Anstrengendste an Ihrem Beruf? Bei der Ambulanz ist es schon richtig anstrengend, wenn in einer Schicht 10, 11, 12 Mal muss einen Ersatz aufwickeln. Und dann gebe ich so bei den Pumpschen, wenn wir Feuer haben an einem Haus, wo wir auf den zweiten Stock, mit unseren ganzen Kleider, die wir haben, Atemschutzgerät,
plus de Schlauch, dem mat Wasser gefüllt ass, an dann do 2-3 Mal rüber rauflaufen, dat kann schon richtig anstrengend gehen. Was muss ich machen, um CGDs schaffen zu können? Bei am CGDs huet de Méiglechkeet iwwer 2 Weer. Das einmal de freiwillige Weh, wie ich Dorlo gemacht hun, die kann ihn als Jugendpumpsche schon aufhängen, kann ich mit 8 Jahren Jugendpumpsche gehen, und mit 17 Jahren wirsel den darüber bei die Groß, und mit den richtigen Kuren kann ich dann ab 18 Jahren auch mitfahren. Und dann als freiwillige Pumpsche Dono kann ich nach Kuren machen. Wenn ich will schaffen, als hauptberufliche Pumpsche beim CGDs, dann muss ich gucken, wann die Ausschreibungen sind für Matze machen, kann ich sich melden. Und dann dauert die Ausbildung 2 Jahre für Berufspumpsche zu geben. Okay, merci. Für den schönen Tag, Nico. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich fahre nach einer Tour mit dem Camion. Na gerne.